Kunstschnee ist das umgangssprachliche Wort für technischen Schnee. Dieser fällt nicht wie der natürliche Schnee vom Himmel, sondern wird mit Hilfe von Maschinen produziert. Da manche dieser Maschinen so ähnlich aussehen wie Kanonen, nennt man sie Schneekanonen. Damit dieser Schnee überhaupt produziert werden kann, muss die Lufttemperatur draußen unter 0 Grad kalt sein. Nur dann kann Wasser gefrieren. Technischer Schnee besteht genau wie Naturschnee aus gefrorenem Wasser. Der Unterschied: Er besteht aus kleinen Eiskörnern. Naturschnee hingegen besteht aus vielen sechseckigen Eiskristallen. Um technischen Schnee herzustellen, wird Wasser durch Rohre und Schläuche zur Schneekanone gepumpt. In der Mitte der Kanone befindet sich ein Propeller. Dieser saugt kalte Luft ein und erzeugt dadurch einen starken Windstrom. An der Vorderseite der Schneekanone ist ein großer Ring mit sehr feinen Düsen. Aus den einen Düsen spritzt Wasser in kleinen Tropfen. Aus den anderen kommt ein Luft-Wasser-Gemisch. Der starke Windstrom bläst die Wassertropfen nach draußen. Dort gefrieren sie in der kalten Luft sofort zu kleinen Eiskörnern und werden zu technischem Schnee. Dieser ist wegen der Eiskörner dichter als Naturschnee aus Schneeflocken. Er ist auch härter und schmilzt langsamer. Um genügend Schnee im Winter zu produzieren, laufen Schneekanonen zum Teil jede Nacht. Das verbraucht sehr viel Wasser und Strom. In manchen Gebieten wird dafür das Wasser extra aus Bächen und Seen gepumpt. Wenn zu viel Wasser entnommen wird, ist das schlecht für die Umwelt. Für den Tourismus und den Wintersport ist technischer Schnee jedoch eine große Hilfe. Skigebiete können öffnen, auch wenn es nicht viel geschneit hat. Doch auch wenn viele Wintersportgebiete mittlerweile Schneekanonen benutzen, so können diese auch nur dann Schnee herstellen, wenn es draußen kalt genug ist.